to speak with you in English. For me it's difficult. Can you tell me? Hey Leute, ich habe kurz Zeit, lasst uns sofort anfangen. Das Programm ist bis oben hin voll. Draußen haben wir Frühling und bei mir auf XPM die passende Frühlingsmusik. Omi, nein, nicht meine Großmutter, sondern ein Typ, der 1986 geboren ist, singt Cheerleader. Und zwar hat er 2012 das Lied schon veröffentlicht, allerdings ist es erst dieses Jahr erfolgreich geworden. Nichtsdestotrotz, der Mix zwischen Klavier und Trompete mit dem passenden Beat macht es zu meinem Song der Woche. Lasst uns weitergehen. Zeitdruck. Oh, keine Uhr. Album der Woche? Sowas habe ich. Allerdings 3 Stück, weil diese Woche einfach so viele geile Alben rauskamen. Problem, kein Problem. Das ist eines der 14 gesungenen Songs von den Donuts auf dem Album Karacho. Das Album erschien am 20.02. und ist echt geil. Die Donuts singen ansonsten nur Englisch, auf Karacho allerdings nur Deutsch. Ein weiterer sehr guter Song ist Kopf bleibt oben. Die röhrige Stimme zeichnet einfach die Donuts aus und auch auf Deutsch klingt es sehr gut. Also, gerne weiter. All Summer Long lief 2008 auf und ab im Radio. Kid Rock hat uns damals alle fasziniert und dieses Jahr erscheint er mit First Kiss. First Kiss, geiles Album wegen der kratzigen Stimme, wegen seinem Genre, dem Rock, Country, dem bleibt er treu. Mein Lieblingssong auf dem Album ist Drinking Beer with Dad. Es sagt schon aus, was man macht. Ein Bier mit seinem Vater trinken. Ganz cool. Kommen wir mal zum nächsten. Wie ihr seht, wir machen ganz zackig weiter, denn Zeitdruck, habe ich ja erwähnt. Die Scorpions. Es gibt sie noch. Wirklich. Die Hannoveraner veröffentlichten jetzt am Freitag Return to Forever. Die alten Männer halten sich mit der Musik fit. Es ist Hardrock. Natürlich, es gibt auch ruhigere Lieder wie Who We Are. Und das brauchen sie auch, denn in dem Alter kann man nicht durchgehend Rock pumpen. Natürlich, wenn sie wieder Bock auf Rock haben, spielen sie Dancing with the Moonlight. Ist ein geiles Album, vor allem mit Respekt an die alten Leute. Gut, das war's mit meinen Alben der Woche. Das ist wie Fliegen, dich einfach zu lieben. Ich spür dich vermissen, dich einfach zu küssen. Fühl Das ist wie Fliegen von Lotto King Karl, dem Hamburger Urgestein. Ist ein ganz schönes Lied. Allerdings, The Mighty Mighty Bosstones sangen den genau selben Refrain bei ihrem Song Where You Come From. Also, wer hat es zuerst gesungen? Man weiß es nicht. Lotto King Karl scheiterte am 18. Februar 2000 im deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest. The Mighty Mighty Bosstones brachten aber ihr Album auch im selben Jahr heraus. Man weiß nicht, wer es zuerst gesungen hat. Allerdings, das ändert nichts an der ganzen Sache, dass die Musik identisch ist. Ganz kleines Kino ist auch das Musikvideo von Selina Bostic. Die gebürtige Charlottenburgerin fasziniert mit einem Song im Stile von Annette Louison. Der Stummfilmcharakter mit herrlichen Wortwitzen passt sehr gut zum Songtext. Selina ist schon seit 2002 Background-Sängerin beim Farin Urlaub Racing Team und singt auch sonst bei Udo Lindenberg, Max Herre, Bas Sultan Hengst und Bushido mit. Im Oktober 2014 erschien ihr zweites Soloalbum Zu Fuß. Eine klasse Frau. So, nach kleinem Kino folgt ein ganz großes Kino. Ich dachte mir, wir reden über Bushidos CCN3. Da ich weder Bushido erreichen konnte, noch K1, habe ich jemand ganz anderes hier, der sich mit Bushido auskennt. Ich stelle ihn euch schon mal vor. Y no pienso en otra cosa, tiembla mi mano nerviosa cuando tú no estás. Tan distinta y tan hermosa, me detienes y me esposas. Contigo hasta la fosa porque no quiero más. Soy la ola que rompe tu mente. Voy camino con mis pies sobre el asfalto Hermex. Atrás quedó mi llanto aquel 4 de septiembre. Mientras tanto y para siempre hasta que un día despierte. Are you talking to me? Let's go to the beach. Are you looking at me?
Valladolid, bitch. Playa y arena, playa y arena. Playa y arena, playa y arena. Playa y arena. Hi Batko. Hi. Schön, dass du hergefunden hast. Das ist Batko, eines der sehr bekannten Rapper in der spanischen Szene. Ja, warum nicht? Ja, bist du doch. Ja. So in etwa. Und ganz großer Bushido-Fan. Ja, Ich dachte das mir, wir stimmt. reden über das neue Album von ihm, Aha. CCN3. Wie findest du es denn? Ich finde es super. Unglaublich geil. Ernsthaft? Richtig cool, ja. Was macht's denn so besonders? Ja, das ist einfach Bushido. Ach so. Wie ich ihn kenne, ja. Kennst du ihn auch anders? Ja, ich kenne die ganz kommerziellen Sachen ne, von der letzten Zeit. Also sowas wie Sonnenbank-Flavor. Ja, das war nicht so. Das war noch real. Also ich meine, was ist real? Das war noch aus den Zeiten von das Kleine zum Bosnien zurück. Das war doch richtig cool. Aber dann kamen Sachen so wie für immer jung, Soundtrack für den Film und so. Sachen, ja. Und das hat ihn dann ein bisschen verweichlicht, oder wie würdest du das sagen? Ja, würde ich so sagen. Denn er rappt ja schon verdammt hart. Also ich denke mal, pro Song sagt er so 25 Mal Hurensohn, Ficken, Kinderficker, Ja, das was weiß ich, Blödmann. Rappst du denn genauso hart? Nee, natürlich nicht. Ich habe mir deine Videos angeguckt natürlich und ich sehe, du chillst nur am Strand mit deinen Kumpels. Miguel, den kenne ich ja und ja, und da denke ich mir, nee, der singt bestimmt nicht über Hurensohn oder so. Na klar, also ein Rapper muss authentisch sein, das ist schon die erste Voraussetzung, ja. Und ich wäre nicht authentisch, wenn ich so wie Bushido rappen würde. Er würde auch nicht authentisch rüberkommen, wenn er so wie ich rappen würde. Also, das ist ganz Okay. klar. Ja, er neigt ja auch sehr, irgendwelche Leute zu dissen. Unter anderem K1. Auch, ja, mittlerweile nimm schon, mit Promi. ja. Ne, mittlerweile ist er halt so ein RTL-2-Kinderficker. Aber auch sowas wie Wer-sich. Ach nee, wie heißt er denn? Wobereit. Ja, beides schwule Politiker. Ist der hier auch irgendwen in dem Album? Ja, klar, natürlich. So viele Leute. Natürlich. Natürlich, das ist selbstverständlich. Also gehört es dazu, als Rapper jemanden zu dissen. Oder halt ja. seine Authentizität. Naja, also wenn er die Probleme mit diesen Leuten hat und das in die Öffentlichkeit austragen möchte, dann warum nicht? Aber warum macht er das denn öffentlich? Das ist so ein bisschen wie Petzen, habe ich so das Gefühl. Ja, aber wenn die Leute das so machen, dann darf er auch. Er hat auch das Recht dazu, ne? Natürlich. Okay, gut. Also würdest du, wenn wir uns jetzt mal richtig hassen würden, würdest du mich dann auch irgendwie in einem Song Ach, das richtig... ist doch kein Hass, also von Hass nicht die Rede, glaube ich. Okay. Ich meine, also wenn er in der Bild steht und die Leute... Und Hass, wie sieht es mit K1 aus? Das ist doch Hass. Ja, das ist doch Hass, glaube ich. Und wird es dort auch Frieden geben? Gute Frage, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut. Hast du denn noch einen Lieblingssong auf dem Album? Ja, ich habe einige Songs, die ich geil finde. Eigentlich finde ich das ganze Album geil, aber vor allem ein Lied. Und warum? Weil ich... Ja, welches denn? Wenn der Beat nicht mehr läuft. Achso, okay, und warum? Also, ich kann dir eine Geschichte erzählen, als ich, Ja, gerne. als ich mir das angehört habe, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und das war warum? Weil er die gleiche Melodie oder den gleichen Sample benutzt hat als ich für eines meiner Lieder. Ja, und das war richtig Show. Ja. Geil. Cool. Aber freut mich, dass du hier sein konntest. Dankeschön. Du bist immer wieder hier eingeladen. Und wenn ihr noch mehr vom Batko hören wollt, dann guckt doch einfach seine Videos an. Link steht unten in der Beschreibung. Abonniert ihn auch gerne. Ihr könnt auch Spanisch lernen. Bei dir kann man bestimmt gut Spanisch lernen, ne? Ja, super. Ja, denke ich auch. Und ja, schaltet demnächst wieder ein bei XPM. I'm an Albert Charles.